Maar ja, ganz generell, mein Name ist Georges Bach. Ich bin seit 2009 am Europaparlament und ich bin gewählt für die Session 2014-2019. Ganz generell stellen wir fest, dass wir eine grosse Differenz haben zwischen europafreundlich, Leute, die für Europa antreten, von der Überzeugung, dass es uns weiterbringt, dass es gut ist, und andere, die das skeptisch und zum Teil sogar eurofeindlich gesehen haben. Ich meine, da liegt eine von den größten Herausforderungen, für zu gucken, wie wir dort zusammen schaffen können, weil wir müssen zusammen schaffen, für Europa weiterzubringen, für den Frieden und den Wohlstand in Europa weiterzuführen. Dann ist es aber auch so, dass am Anfang die Confiance auch muss kommen. Und das ist für mich die größte Herausforderung in der nächsten Zeit, für die Zukunft, die Confiance, die an Europa zum Teil verloren ist, nicht nur an der Gesellschaft, sondern auch an der Politik, aber auch bei den Investisseuren. Und das nicht nur da, wo wir Croissance kreieren, aber wenn wir Croissance kreieren, dann kriegen wir auch Arbeitsplätze, die wichtig sind, auch für die Jugend, weil das ganz dramatisch wird im Moment mit der Jugend in Europa geschieht. Was ich mich persönlich will abbringen, das sind die Kommissionen, die ich hatte, weil meine Ambitionen sind, für meine Arbeit weiterzuführen. Das ist am Transport hauptsächlich, wo ich gesehen habe, für Lützeburg eine große Herausforderung. Und zwar sind wir ein Transitland, wo wir ganz auf der Schnittstelle von Laien und zweitens, wo wir auch eine Referenz gehen an der Logistik. Und ich meine, da legen sich schon zwei Bereiche, wo wichtig ist, dass Lützeburg an der am europäischen Transportgeschäft vertreten ist, am Europaparlament. Sowohl auch am Passagierbereich, wo große Herausforderungen auf diese Bühne zukommen, aber auch als Flugwesen. Ich meine, das sind Themen, wo ich mich engagieren will, aber besonders auch für eine europäische Agence zu kreieren, für die Straßen, alles, was mit der Straße zu dienen, Sozialbedingungen auf der Straße, Straßenverkehrssicherheit, dass das alles an einem Haus ist, dass das alles an einer Hand in der Zukunft sind. Die zweite Kommission, wo ich Ambitionen habe, für dran zu kommen, noch mehr Arbeit weiterzuführen, das ist am Sozial- und Beschäftigungsausschuss. Auch wenn ich weiß, dass das Europäische Parlament da nicht mehr eine gedelte Kompetenz hat, dann ist es aber wichtig, dass wir da vertraut sind. Und das führt mich am Anfang zu meiner generellen Abhörung, dass ich Confiance kommen, da können Croissance, und da können wir auch den Arbeitsmarkt so regulieren, dass all die unwürdigen Bedingungen an der Arbeits, nicht nur an der Arbeit, sondern auch an den ganzen Bedingungen rundherum, an den Lohnbedingungen, an den Arbeitskonditionen, dass die ganze Sozialdumping, dass das abhört, weil da sehe ich auch ein ganz großes Gefahr, wie das im Moment schon zu einem großen Teil lebt. Und ich fände, dass es doch noch weitergeht, dass man da unmenschliche Bedingungen und das auch am Sozialbereich nicht nur am Transport mehr, aber auch sonst grenzüberschreitend, wo ich mich für die Zukunft auch ansetze. Generell zum Schluss eine kleine Konklusion. Ich will mal sagen, dass der Arbeit an die Kommissionen, ich habe dann 2 genannt, mit an die 20 am Ganzen nicht ausgeht. Und ich meine auch Themen wie Verbraucherschutz oder Agrikultur sind extrem wichtig. Energie und auch Environnement, wenn ich noch nicht an anderen Kommissionen kann sehen, dann kann ich sich trotzdem aber verschiedene Akzente setzen, auch mit anderen Kollegen zusammen an diesen Kommissionen. Lützeburg braucht Europa, Lützeburg ist auch wichtig für Europa, das ist auch als Stimme gehört an Europa und dafür werde ich mich auch an die nächsten 5 Jahre einsetzen. Merci.